So, einen wunderschönen Sonntagabend und willkommen bei der Live-Lebensberatung. Genau, ich möchte an dieser Stelle gerade schon erzählen, um was es da geht oder was die Idee ist. Und zwar ist die Idee, dass ihr mit euren Themen kommen könnt, wenn ihr irgendwo das Gefühl habt, dass ihr feststeckt und nicht weiterkommt. Weil es gibt eigentlich aus jeder misslichen Lage kommt man raus, wenn man es vielleicht einfach mal von der anderen Seite betrachtet. Und von dem her bin ich da jeden Sonntag eigentlich 1 Stunde da, um auf eure Fragen oder Themen eingehen. Und wenn nichts kommt von eurer Seite, dann versuche ich einfach etwas zu fühlen, die Stunde, wie es mir so geht und was ich so durchlebe. Genau, ich lasse das dann einfach recht offen, wie es dann halt ist. Es ist für mich natürlich viel einfacher, wenn ich auf etwas eingehen kann, wie dass ich da selber etwas muss hergreifen muss. Aber nichtsdestotrotz, man kann natürlich auch liebend gerne einfach zuhören und da sein. Darum, ja. Hallöle Zora. Genau. Hm, ja, ich habe ja jetzt vor einer Woche letztes Wochenende habe ich das erste Mal entschieden gehabt, dass ich auch am Freitagabend am 6:00 eigentlich das letzte Mal esse und erst am Sonntagmorgen am 11:00 wieder. Das ist dann eigentlich recht gut gegangen. Ich habe mich dann auch am Sonntagmorgen beim Meditieren recht klar gefühlt und auch das erste Mal wirklich können 15 Minuten klar da hocken. Also auch wirklich mal da hocken ohne bewegen, weil ich möchte noch die 21 Tage vom Master Key System, von dem Buch Master Key System von Charles Haanel, möchte ich gerne auch mal noch eingehen. Und die erste Übung ist eigentlich, dass er sagt: „Versuche mal 15 Minuten einfach still zu sitzen, ohne dich zu bewegen.“ Er beschreibt auch, für die einen ist das sehr einfach, für die anderen ist es 'ne rechte Herausforderung. Ich gehöre zu der zweiten Version, also zu der zweiteren und, das bin ich jetzt am so am Meistern. Und das hat mir tatsächlich etwas gebracht, weil man sagt ja auch, wenn man fastet, dann irgendwann stellt der Körper eigentlich von der normalen Fettverbrennung zu der Ketose und nimmt sein eigenes Fett, oder? Anstatt, ja. Und dann irgendwann, wenn man länger fastet, dann wird man fokussierter, weil auch biologisch gesehen ist das 'ne guter Entscheid vom Leben, weil man stösst dann Serotonin aus und so und ist eigentlich fokussierter, dass man wieder auf die Idee kommt, anstatt faul aufm Sofa rumhocken, wieder auf die Idee kommt, etwas sammeln, dass man auch sein Essen kann wieder, irgendwie reinbringen. Das heisst, wenn man hungert, kommt man eigentlich wieder Energie über, damit man wieder losgehen kann. Darum, man verhungert nicht grad, auch wenn das der Verstand einem direkt einreden. Ich habe auch schon mal 3 Tage gefastet und ich habe mich dort eigentlich super gefühlt. Und ja, echt sehr klar und sehr bei mir. Und jetzt wollte ich's mir auch beibehalten jede Woche, immer vom Freitagabend bis am Sonntagmorgen. Das sind dann rund um die 40 Stunden, 42 Stunden. Und jetzt habe ich das jetzt das Wochenende auch gemacht und es ist noch interessant. Ich habe mich ja entschlossen, dass ich's mache und am Freitagabend haben wir gegessen auf die 6:00 und ich habe dann eigentlich am Abend äh, ab dem 9:00 schon wieder mega Hunger gehabt und habe wirklich, extrem Hunger gehabt, was ich vor 'ner Woche nicht gehabt habe. Und auch am Samstagmorgen und bis eigentlich am Samstagmittag ist es eigentlich mega schwer gewesen jetzt für mich so, also nicht schwer, ich habe einfach die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass ich Hunger habe, aber es ist wahrscheinlich nur 'n Scheinhunger und gar nicht Hunger, weil ich habe gut können nein sagen. Oder ich habe gut können nein sagen. Es ist jetzt nicht so lebensbedrohlich gewesen, dass ich das Gefühl hatte: „Oh, ich muss jetzt, sonst“, also, ich habe mich da nicht fest müssen dagegen wehren. Aber auf jeden Fall ist das aktiver gewesen, das Mal, habe ich gemerkt. Und am Samstagabend habe ich dann gar nichts mehr. Ist eigentlich ganz gut gegangen dann. Und am Sonntagmorgen eigentlich auch, als wäre nichts gewesen. Also, ich hätte jetzt auch um 11:00, also heute auch noch gut können, weitermachen, aber ich habe jetzt schon gemerkt, ich bin gestern Abend ein bisschen müde gewesen und ich möchte es auch beibehalten, dass ich ab Montag auch wieder, einigermaßen fit bin. Darum behalte ich das zuerst einmal so bei, vom Freitag bis am Sonntag, dass ich dann auch sicher noch mal, Nahrung zu mir nehme am Sonntag, dass ich auch auf den Wochenstart dann fit bin und somit, ja, mache ich das jetzt. Was ich auch noch gemacht habe neu diese Woche ist, ich habe mir eigentlich vorgenommen und habe es auch umgesetzt, dass ich, weil ich esse eigentlich zu 9:00 und zu Mittag. Und der am 9:00 ist ja eigentlich, meiner Meinung nach recht unnötig, weil ich esse am 9:00 eigentlich so viel, wie ich auch am Mittag esse. Und vom 9:00, sagen wir, bis ich am 12:00 wieder esse, sind das eigentlich 3 Stunden.
Und ich glaube, in diesen 3 Stunden stirbt man dann nicht. Und ich bin jetzt auch am Versuchen, wie es ist, wenn ich einfach mit weniger Nahrung durchs Leben gehe und ich fühle mich, also, es haben auch, die Mitmenschen haben auch gesagt, sie sehen jetzt nicht irgendwie, dass ich müde bin, auch seit ich kein Koffein mehr zu mir nehme. Sie merken nicht, dass ich müde bin, oder dass sie sagen, ich bin ja gar nicht müde. Und sie haben auch gemeint: „Wie kann das sein, dass du den ganzen Tag nicht gähnst?“ Und ich bin mir halt je länger, je mehr davon überzeugt, dass unser Lifestyle, wie wir ihn aktuell haben, einfach auch müde macht, oder? Wenn man vollgegessen ist, wenn man 5-mal isst in der Woche und dass das eigentlich ganz automatisch zu einem Völlegefühl, dazu führt und dass man dann halt nicht mögen, oder? Und jetzt habe ich auch das vom 9 auf den 12 verschoben. Dass ich einfach dass ich nicht zweimal quasi die gleiche Menge, zu mir nehme. Und das habe ich beim ersten Mal dann eigentlich, wollen machen und habe mich dann einfach erst verwutscht so, dass ich am Essen bin, dass ich bereits am Essen bin, wo's mir wieder in den Sinn gekommen ist. Und das habe ich jetzt auch zweimal jetzt bis jetzt gemacht und jetzt diese Woche, also nächste Woche mache ich weiter. Ja, dass ich eigentlich nur zweimal pro Tag, 'ne Mahlzeit zu mir nehme und nicht, die ganze Zeit. Und ich merke halt schon, wenn man wenn man sich also Fenster gibt, wo man isst, kommt man nicht immer auf die Idee zwischen Essen und alles. Und das ist jetzt für mich eigentlich, auch wenn ich kann mir vorstellen, dass da viele Leute dann denken: „Ja, musst dir ja nicht alles verbieten.“ Ja, ist auch verständlich. Das ist auch mein eigener Gedanke so ab und zu, wo ich mir wieder sage so: „Ja, musst dir doch nicht alles verbieten, kannst dir ja auch mal ein bisschen gönnen.“ Aber ich merke, es ist eigentlich gar nicht gönnen. Sich vollfressen ist nicht gönnen. Sich, Süßes die ganze Zeit irgendwelche ungesunden Sachen geben, ist nicht gönnen. Es ist Schaden. Und wenn man das einmal trennt von gönnen, dann ist dann plötzlich, ich gönne mir nicht, sondern ich schaue besser auf mich. Oder? Das ist dann ganz 'ne andere Sicht und man hat in der heutigen Zeit hat man das Gefühl so: „Ja, eben, gönn dir doch mal etwas, musst dir nicht alles verbieten.“ Und ich glaube, das ist einfach auch nur 'ne Ausrede, dass wir unsere Bequemlichkeit nicht aufgeben, dass wir nicht äh, einsehen, dass wir uns vielleicht schadet mit unserem Lifestyle und weiterhin können auf unserer, ja, in unserem alten Leben weiterfahren. Ähm, Eben, es soll kein Vorwurf sein, das soll nur meine Meinung ist rein meine Meinung, wie ich's sehe, wie ich's auch selber erlebe. Ich habe selber mega Mühe. Jetzt hat letztens auch wieder jemand neben mir ein Pack Gummibärli aufgemacht und es ist extrem schwer gewesen, weil das ist so meine Hauptnahrung in der Kindheit gewesen, so extrem schwer gewesen, dort dann nicht danach zu greifen. Aber ich habe einfach irgendwie etwas in mir verankert, wo ich einfach gesagt habe: „Ich will das nicht mehr“, oder „Ich will mir nicht mehr schaden.“ Nicht: „Ich will mir etwas gönnen“, sondern „Ich will mir nicht mehr schaden.“ Und wenn man das einfach so mal, äh auch anders anschaut, dann merkt man auch so, ja, eben, wenn man es einfach anders betrachtet, kommt man vielleicht auch einmal den Mut über, auch einmal etwas versuchen wegzulassen. Und ich sage auch immer, ihr müsst ja nicht alles grad für immer weglassen, sondern einfach einmal 'ne Woche und schauen, wie's euch geht. Und ich sage, an einem Ort wie in Ernährung, wo es die meisten Meinungen gibt, ist es am allerbesten, wenn man auf sich selber hört, auf seinen eigenen Körper. Und ich glaube, da sieht man relativ schnell, wenn man Nahrung zu sich nimmt und sich nachher nicht gut fühlt, weil im Darm unten sitzt auch unsere Psyche. Und wenn wir die ganze Zeit, ich sage jetzt mal, quasi Scheiß oben reinlassen und gleichzeitig noch die ganze Zeit auch schlecht denken, dabei müssen wir uns nicht wundern, dass auch irgendwie schlechte Resultate dabei rauskommen. Wobei, wenn wir einmal hochwertige Nahrung zu uns nehmen und hochwertige Gedanken denken und dann mal schauen, wie wir uns fühlen, eben plötzlich nicht mehr den ganzen Tag müde ist. So wie ich es jetzt auch, erlebe. Ich bin nicht müde, weil ich mir jetzt da eine Mahlzeit weglasse am Tag und ich bin auch nicht müde, weil ich jetzt kein Koffein mehr trinke. Ich bin einfach nicht mehr so gesteuert vom Autopilot, von meinen Impuls, von meinem Instinkt, von meinem keine Ahnung, wenn ich sagen, von der Gier, sondern ich kann jetzt wirklich bewusster mitreden. Und das ist halt schon, wenn man merkt, wie viel Mitspracherecht man eigentlich hat, oder? Aber man hat halt das Gefühl, so wenn das erste Mal irgendwie so 'n Heisshunger kommt oder das Gefühl kommt, man will etwas essen, dass man da nicht nein sagen kann. Aber ja, habe mal 3 Tage nicht gefastet und mache es jetzt auch jede Woche, für fast 40 Stunden. Ja, es ist nicht viel, aber gleich, oder? Es geht. Und da hole ich mir einfach auch meine Kontrolle wieder zurück. Ich sage meinem Geist ganz klar, oder meinem Verstand: „Du, schau, wir sterben nicht, weil wir jetzt einfach einmal das nicht machen, sondern ich versuche mehr meine Kontrolle zurücknehmen, dass ich auch einmal eben, wie der Charles Haanel sagt, in diesen 21 Tagen, wo er sagt: „Hock mal an, bist mal 15 Minuten still und erst dann machen wir die Arbeit weiter“, oder? Wo es auch wirklich darum geht, dass du dich bewusst kannst
15 Minuten oder länger auf dein Ziel fokussieren, dass das einbrennt, wie wenn du eine Lupe würdest haben, dass du eigentlich die Realität in dieser kurzen Zeit, wo kein Mensch oder wo wenige Menschen können, kannst du eigentlich so einbrennen, dass du das in deiner Realität wirst widerfahren, weil Geist also die Welt ist eigentlich Geist und unser Geist erschafft die Materie. Jeder Gedanke, den ein Mensch gedacht hat, ob es jetzt ein Flugzeug ist oder nicht, haben wir in die materische Welt gebracht. Aber siehst, es war ein geistiger Gedanke gewesen. Auch wenn wir jetzt sagen, es ist jetzt auf der physischen Ebene ein Gegenstand, aber siehst, ist es im Geist entstanden und so entsteht alles. Und wenn man dann halt den ganzen Tag nur schlecht denkt und sich auch schlecht ernährt, was wahrscheinlich auch ein Teufelskreis ist, weil wenn wir würden sich besser ernähren, würden wir vielleicht auch hochwertige Gedanken bekommen. Aber durch die schlechte Ernährung haben wir vielleicht auch niederschwingendere Gedanken und so fühlt man sich dann halt einfach die ganze Zeit schlecht und fühlt sich nicht wohl und fühlt sich depressiv und was weiß ich alles. Genau, und so bin ich da jetzt das an meinem eigenen Leib am Erfahren, oder? Ich meine, du kannst alles lesen, du kannst alles verstehen, aber wenn du Sachen nicht ausprobierst, dann wirst es wird in deinem Bewusstsein nicht verankert. Du wirst in deinem Leben nichts ändern, wenn du nur Theorien abrackerst. Nur wenn du anfängst, die Theorien umzusetzen und du ein Resultat siehst, und zwar ein befriedigendes Resultat, dann wirst du dranbleiben. Und solange du dich halt, ja, weiterhin belügst, indem dass du sagst, dass ja, es tut mir gut oder ich brauche das, dann wirst du weiterhin halt einfach auch gar nicht an einen anderen Punkt ankommen in deinem Leben. Du wirst dich weiterhin in den gleichen Emotionen wiederfinden, wenn du gleich denkst. Du wirst dich wieder gleich schlecht fühlen, wenn du die gleiche Nahrung zu dir nimmst. Du wirst dich wieder gleich schlecht fühlen, wenn du mit den gleichen Kollegen abhängst, wo auch nur schlecht über dich reden. Das heisst, wir haben so viel Mitspracherecht in unserer Welt, oder in unserem eigenen Leben, aber wir fühlen uns lieber als Opfer, anstatt wirklich einmal die Zügel selber in die Hand zu nehmen, weil wir können wirklich das Schiff, wo wir fahren, steuern. Wir haben die Möglichkeit und ich sage, wir sind in der heutigen Zeit extrem abgelenkt und wir können viele am Anfang vielleicht gar nicht dafür, oder? Wir leben in einer Gesellschaft hinein, wo das Handy schon mit 8 in die Hand drückt, dass dein Belohnungssystem schon ab 8, keine Ahnung, gar nicht weiss, was eigentlich Freude ist, weil er sich zu Tod freudet mit dem Scrollen. Und was weiß ich, mit all dem Game und mit all dieser Nahrung, oder? Mit all dieser zuckerhaltigen Nahrung. Und aber irgendwann muss man halt einfach sehen: „Okay, ich tue mir vielleicht wirklich nicht gut und auch merken, ich habe es in der Hand. Und dann kann man anfangen, Sachen ändern in seinem Leben und merkt: „Hey, es geht mir besser, wenn ich etwas weglasse. Es geht mir besser, wenn ich das mache. Es geht mir besser, wenn ich anders denke.“ Oder? Und, das Schöne ist, auch wenn wir irgendwie bis zu einem gewissen Punkt, wo man noch nicht selber kann es mitdenken oder wir können es immer, aber noch nicht bewusst merkt, dass man die Möglichkeit hat zum Mitdenken. Bis dahin ist man halt einfach gemacht worden. Ob jetzt von den Eltern, von den Beziehungen, vom Fernsehen, was weiß ich, oder? Wir haben ein Bild, wie wir leben und das zieht halt auch einfach die ganzen Umstände ins Leben. Aber ab dem Moment, wo man merkt, wir haben Mitspracherecht, ab dem Moment werden wir auch, ja, vielleicht das eine oder andere mal testen, um zu schauen, dass wir in 'ne Richtung kommen, wo's uns besser geht. Einen schönen guten Abend, Dardane. Ja, bist jetzt ein paar Mal im da gewesen, ja? Schon fast vermisst. Das nächste Mal hätte ich fast der Polizei, an anzeigen, nicht anzeigen, aufzeigen. Wie sagen wir denn? Ein Schreiben gemacht, dass jemand vermisst wird. Nein, schön, bist auch wieder da. Mhm. Du hast soweit, gute Zeit gehabt, die letzten 2, 3 Wochen? Genau, an dieser Stelle wollte ich auch noch mal kurz, erwähnen, das Format, geht darum, dass ihr mit euren Themen kommen könnt. Wenn ihr, Fragen habt oder irgendwo feststeckt, dann kann ich eigentlich von außen auf auf das Problem, wo für uns Problem ist, mit anderen Augen schauen und oftmals liegt eigentlich im Problem auch schon die Lösung bereit, aber die sieht man oftmals einfach nicht, wenn man in seiner eigenen Geschichte ist. Und, das ist egal, wie groß das Problem scheint, oder? Man kann wirklich auch mit allem schaffen, weil auch wenn einem bewusst wird, dass man vielleicht selber viel mit dran schuld, nicht, dass man schuld ist in dem Sinn, sondern dass unser Lifestyle oder unsere Gedanken uns halt auch vielleicht dort angebracht haben oder unsere Glaubenssätze, wo wir uns immer wieder erzählen, auch in einer Situation festhalten. Wenn man das dann einmal versteht und anfängt spielerisch mal etwas Neues einladen in seinem Leben, dann wird man auch sehr schnell merken, dass man mitreden kann. Und das ist das Ziel von dem Format.
dass ich 'ne neue Sicht kann geben von außen auf 'n scheinbar unlösbares Problem oder was weiß ich auch was für immer für ein Problem. Und dass man kann realisieren oder realisieren darf, dass es eigentlich für alles einen Ausweg gibt, auch wenn sich das für 'n ersten Moment vielleicht ein bisschen erreichbar anfühlt. Es freut mich, dass du da sein. Ja, es geht dir gut, das freut mich zu hören. Mir geht's auch gut. Ich würde sagen, besser denn je und ich sage eigentlich immer besser denn je, weil es kann eigentlich nur noch besser werden. Es kann eigentlich immer nur besser werden, wenn man so eingestellt ist. Und, ja, darf ich fragen, an was für Wort das du dann gedacht hast? Was ist dann speziell hängen geblieben? Und ja, ich finde mich einmal mehr in der Rolle Lehrmeister, auch wenn ich mir den Titel gleich noch nicht geben will. Aber es ist ja schon auch, dass ich etwas lehre. Und ja, auch da hast du mich gelehrt, gell, dass ich mir das auch anlernen darf. Das einflussreiche Vorbild. Ja, nein, es ist auch wirklich spannend. Ich höre auch immer wieder, dass die Leute wollen mit mir zusammenarbeiten und so und das finde ich auch mega schön, oder? Also, das Feedback. Und ich glaube auch, durch das, dass ich jetzt halt oder ich muss es so sehen, du hast ein Energiefeld und das Energiefeld, das ist wie ein Torus um dich herum und das strahlt eigentlich immer. Und auch dein Herz das Feld. Das hat ja der Joe Dispenza auch schwarz auf weiß. Das ist ja auch kein Hokuspokus mehr, das ist ja alles mittlerweile bewiesen. Und du kannst dir das eigentlich so vorstellen, man weiss mittlerweile auch wenn man immer noch ein bisschen hinten huckt, dass wir eigentlich 99% aus Energie bestehen. Oder dass alles da eigentlich Schwingung ist. Alles ist Schwingung, auch das, was wir vermeintlich als Materie wahrnehmen, wie zum Beispiel der Bildschirm, wo du reinschaust, ist auch nur Schwingung in einer gewissen, Frequenz, wo das zur festen Form macht. Aber eigentlich ist alles Schwingung. Das heisst, wir sowie unsere Gegenstände, sowie unsere Mitmenschen sind eigentlich alle in Schwingung. Und wenn du die ganze Zeit negative Gedanken quasi in deinem Geist und in dein Feld hinein tust, dann strahlst du das auch aus. Und dann ist es auch nicht verwunderlich, wenn andere Menschen die Schwingungen wahrnehmen. Wenn du zum Beispiel negative Gedanken hegst über einen Kollegen und weil er dir blöd, zugespielt hat oder dir irgendwie etwas weggenommen hat, wo eigentlich dein Anspruch wäre und du das immer wieder in deinem Geist redest und du die im energetischen Feld hast, dann musst du dich nicht verwundern, wenn dein Kollege dann auch das downloadet in dem Feld und das halt irgendwie mitbekommt, auch wenn du das nie direkt sagst. Und ich glaube auch, je klarer wir unser Feld machen, je ich würde sagen, je Gleiches zieht Gleiches an. Das heisst, wenn du in deinem Feld eigentlich 'ne negative Stimmung hast, ziehst du negative Stimmungen an. Und wenn du 'ne positive Stimmung in deinem Feld hast, ziehst du positive Stimmungen an. Das kann dann halt auch sein, dass du wirklich mal Kompliment von aussen bekommst, anstatt dass dich wieder der Nächste beleidigt. Oder dass, dir irgendetwas auffällt, wo dich zum Karrieredurchbruch bringt, anstatt dass dich wieder als Opfer siehst, dass nichts vorwärts geht oder schon wieder 'ne Woche nichts gegangen ist, oder? Das ist, und ich glaube halt auch immer mehr, dass schlechtes Essen Totsessen oder auch die Lebensmittel, die wir im Laden kaufen, die werden eigentlich unreif geerntet, kommen über keine Ahnung wie weit, von anderen Kontinenten in unseren Laden. Oftmals kaufen die Menschen immer noch Unbio. Das ist auch noch gespritzt, das hat auch noch Pestizid dran und viele glauben noch gar nicht daran, dass das schadet, aber angenommen, es verändert uns wirklich. Angenommen, dass alles, was wir zu uns nehmen, verändert unser Energiefeld. Das heisst, wir können schon rein, ohne dass wir wirklich etwas in unserem, ich sage mal, in unserem Gedanken Oberstübli ändern, können wir es vielleicht auch schon mit Ernährung machen, indem dass wir gesunde Lebensmittel zu uns nehmen, dass wir uns wohlfühlen, dass auch unser Körper, die Wohltätigkeit ausstrahlt. Und zum Beispiel in den 4 Einsichten, in dem Buch vom Alberto Villoldo, da geht's um Schamanen, um Laika und jetzt habe ich grad vergessen, was war und die bei denen ist auch der höchste, ich sage jetzt mal, der höchste Weg, wo du kannst wandeln, geht's eigentlich auch darum, dass du rein und nur mit deiner Anwesenheit heilst und Menschen beeinflussst. Und das merke ich auch immer wieder, oder? Wenn man das mal so gehört hat. Ihr kennt es vielleicht auch, ihr habt einen Mensch, der ist mit euch mega nett, aber sobald ein anderer rum ist, mit dem redet er ganz anders, oder? Das hat vielleicht mit eurem, würde ich jetzt behaupten, mit eurem Energiefeld zu tun, wie ihr mit ihm sind.
oder, wie ihr seid. Und wenn ihr einfach ein reines Energiefeld habt allen gegenüber, wenn ihr nicht irgendwie, jemanden schlecht redet oder das Gefühl habt, der andere ist, oder das ist die Böse, das sind die Guten, sondern wenn ihr Verständnis für alle habt, wie Jesus sagt, die andere Wange anheben, sich nicht schlagen lassen, sondern Verständnis haben für alle, nicht etwas ist gut, etwas ist schlecht, sondern es ist einfach. Und es ist einfach so eigentlich durchs Leben geht und in eurer Mitte sind, dann verstehe ich das immer mehr, was er da schreibt, dass dann die Schamanen eigentlich heilen, ohne dass sie überhaupt mit Menschen reden und in Kontakt kommen, weil sie halten einfach eine Frequenz in sich. Die Frequenz strahlt aus. Und da können wir jetzt eben zusammenfügen mit zum Beispiel „Living in the End» von Neville Goddard, wo sagt, du musst dein Gefühl bereits oder du musst innerlich bereits so sein, so laufen, so denken, so fühlen, so überzeugt sein von deinem Endziel. Du musst es bereits jetzt sein, dann verkörperst du jetzt und wenn's du jetzt hast, ziehst du das an. Oder du kannst nichts anziehen, wo du nicht bist. Das heisst, wenn du träumst: „Oh Mann, ich hätte so gern“ und du den Mangel fühlst, dann kommt das nie zu dir. Du musst bereits jetzt der Mensch sein. Und so kannst du deine Frequenz, egal was du möchtest, kannst du in deinem Inneren verankern. Du kannst im Inneren verankern, dass du so der Überzeugung bist, dass du, wenn Menschen in dein Umfeld kommen, dass die geheilt werden oder was weiß ich, oder? Und das verstehe ich immer mehr und realisiere es auch immer mehr in der Aussenwelt, eben wie Menschen jetzt auf mich zukommen. Und jetzt auch immer mehr durch das, dass ich jetzt eben auch bewusster esse, auch einmal meditiere, kein Koffein mehr zu mir nehme, kein Zucker mehr zu mir nehme, kein Social Media mehr nutze. Ja, dann mögen die einen sagen: du verbietest dir alles.» Aber nein, ich sehe einen effektiv positiven Wandel für mein Leben. Es muss natürlich nicht für jeden stimmen. Es gibt sicherlich auch Menschen, die wollen einfach nur das ganze Leben geben und sind glücklich damit, aber ich habe andere Ziele. Und das sind wertvolle Ziele für mich, wertvolle, Errungenschaften, die ich mir jetzt da angeeignet habe, dass ich da auch wirklich kann, ja, mit Stolz jetzt auch dahinterstehen und auch mir sagen: „Hey, das hätte ich vor ein paar Jahren nie gedacht, dass ich einfach auf Zucker verzichte oder das und das.“ Aber so habe ich halt auch ich sage mal, die Störfrequenz in meinem energetischen Feld nicht mehr. Was für meine Arbeit als Lebensberater sehr wahrscheinlich sehr wichtig ist. Für jemanden, der halt sich halt als, keine Ahnung, Game-Opfer sieht, ist es nicht relevant oder wahrscheinlich nicht. Aber für mich ist das je besser ich das verstehe, ein anstrebender Wert, dass ich eine kleine Frequenz habe in mir. Dass auch die Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, wo ich die Ehre haben dürfen zusammenarbeiten, dass die von dem profitieren und ich sie nicht vergifte mit irgendetwasem, wo ich vielleicht gar nicht merke, sondern dass sie rein von meiner Frequenz können, haben, in dem Sinn, oder? Ohne dass ich jetzt gross Arbeit machen muss. Und, die psychologische Arbeit kann man dann immer noch machen, aber ich habe da einfach das Feld und das tut mir ja grad selber so gut, das zu wissen, dass ich da so viel mitreden kann für meine Arbeit, oder? Dass ich immer noch höher auf kann steigen, noch besser kann für mich schauen, dass ich auch für andere besser schauen kann. Und das ist etwas mega Schönes, oder? Jetzt einfach für mich, klar, es gibt Menschen, die leben ihr Leben und für die sind glücklich in dem, dass sie von Morgen bis am Abend die gleiche Arbeit und Tätigkeit machen, nie überlegen über ihr Leben. Es ist ja auch alles okay, eben, es ist alles, wie es ist. Es gilt's nicht zu werten. Es gilt's nicht zu werten, sondern halt einfach, ja, jeder lebt in dem Sinne sein Leben. Akzeptieren, dass der eine das so will und der andere das so will. Auch eben nicht verurteilen, nicht irgendjemandem nach 3 Jahren Sachen nachhängen, die er damals gemacht hat, weil du bindest dich energetisch in deiner Frequenz an das an. Das heisst, du hinderst dich am Weiterkommen. Ich will nicht sagen, dass es einfach ist, ich will nicht sagen, dass es nicht vielleicht für den einen oder anderen nötig ist, aber einfach, dass das ins Bewusstsein gerufen wird, dass wir uns halt vielleicht einfach, wenn wir weiterhin so agieren in unserem Energiefeld, das platziert haben und das halt auch wieder anziehen. Und wenn einem das bewusst wird und dann wird man schauen, dass man sein Energiefeld in dem Sinn säubert, weil ja, wenn man weiss: „Okay, ich muss ja gar nichts verändern, wenn ich mich verändere.“ Wenn ich schaue, dass ich mich verändere und ich weiss, dass Gleiches Gleiches anzieht, dann kann man die hermetischen Gesetze anschauen. Man kann Neville Goddard hören mit „Living in the End“. Man kann jetzt eben auch da die 4 Einsichten kann man anschauen, die und alle auch, zum Beispiel auch in der Bibel, überall, es steht das Gleiche. Und wenn man das weiss, dann weiss man: „Okay, ich habe Probleme mit meinem Chef.“ Dann geht man nicht schauen, was hat der Chef alles falsch gemacht und was kann ich im Aussen ändern, sondern man fragt sich: „Wie bin ich in mir innen mit meinem Chef, wo halt ich ihn in meiner Frequenz so am Leben, dass er so auf mich muss reagieren?“
wo bewerte ich ihn? Wo gebe ich ihm die Rolle, dass er die mir wieder muss zurückspiegeln muss? Oder auch mit Kollegen oder auch egal mit wem. Und das ist das Schöne an dieser Arbeit. Man muss im Aussen nichts ändern. Wenn man einen scheiß Job hat, der einem nicht gefällt, dann schaut man aufs Ich, wo den Job ins Leben gerufen hat und versucht herauszufinden: „Warum bin ich in dieser Lage? Was haltet mich dran?“ Und wenn ich dann die ganze Zeit merke, so ich rede: was für ein scheiß Job, wieso muss ich immer die scheiß Arbeit machen? Warum kann's nicht wie den anderen laufen?“ Dann merke ich irgendwann so, ich binde mich selber dran, weil diese Frequenz habe ich in meinem Inneren. Ich glaube, dass ich das Opfer bin von meinem Schaffen. Das ist die Frequenz, die sich vertieft und das ist die, die sich dann wieder anzieht. Und wenn man das weiss, wird man wählerisch. Man wird wirklich wählerisch und das geht nicht X Jahre. Das geht nicht X Jahre. Das geht verstehen, anwenden. Anwenden, Erfolg sehen. Der Erfolg gibt neue Glaubenssätze, bestätigt die neuen Glaubenssätze. Also, zuerst ist es einfach einmal 'ne Idee und 'ne Idee wird zu 'ner Erfahrung und die Erfahrung wird irgendwann zu 'ner festen Annahme, zu 'nem Glaubenssatz. Und wenn's 'n Glaubenssatz ist der permanent in deinem Energiefeld. Wenn du davon überzeugt bist, dass der Himmel blau ist, dann hast du die oder nein, das ist jetzt 'n blödes Beispiel. Wenn du davon überzeugt bist, dass dir immer alle, an Karren fahren, dann ist das ein Glaubenssatz, das ist deine Energie, wie innen so außen, du ziehst das wieder an, der andere spielt nur die Rolle, aber du bist dann der ihm wieder sagt: „Was für 'n frecher Siech, mir so blöd tun.“ Aber eigentlich hast du die Frequenz in dir aufgebaut, oder? Und das ist das Schöne, wenn man das weiss, dann ist man nicht mehr Opfer von den Umständen, weil die Umstände du bist die Ursache von den Umständen, die du erlebst. Und dann weisst du auch, ich kann mein Inneres ändern, ich kann die Frequenz ändern, ich kann Gedanken ändern und das Schöne ist, auf dem Weg, es ist jeden Tag wie 'ne neue Erkenntnis, oder? Man lernt immer wieder dazu, aber eben, man muss es anwenden. Nur die Anwendung gibt 'ne Erfahrung und wenn du eine Erfahrung mit positiv, tust verbinden, das ist wie früher haben wir eine Erfahrung gemacht mit negativ, vor 20 Jahren und die hast du heute noch in deinem Kopf. Das heisst, wenn du positive Erfahrungen machst, die wieder machst, wird das immer mehr ein Glaubenssatz und irgendwann musst du dein Leben nicht mehr steuern. Du kannst es einmal am Anfang auf 'n Weg leiten, wo du sagst: „Hey, dort will ich.“ Jetzt bist gezielt alles das am weglassen, was nicht zu dem Ziel passt und alles das integrieren, wo dich an das Ziel bringt. Und nachher, wenn du an dem Ziel bist du vielleicht einmal an einem Ort, wo du kannst sagen: ich kann jetzt mal getrost sein.“ Aber durch das, dass wir immer wachsen und immer irgendwie Hunger haben, werden wir wahrscheinlich an dem Ziel nicht ruhen. Aber jetzt weisst ich kann es immer steuern. Ich glaube, die erste Weiche stellen das erste Mal die Weiche stellen ist, glaube ich, das Schwierigste. Aus all diesen, Vorgeschichten raus, aus all diesen Geschichten, die wir uns selber erzählt haben, die wir von unseren Eltern gehört haben, aus der Rolle von deinem Vater, wo du von der Mutter, wo du vielleicht nicht mehr rauskommst, und nachdem deine Kinder ausgezogen sind, aus der Rolle vom verlorenen oder wie soll ich sagen, vom verlassenen Ehepartner, wo dir immer noch nachhängt. Dann wirst du immer wieder erleben. Oder die Sachen kommen dir wieder ins Leben, weil es ist in deiner Signatur und der Neville hat schön gesagt, du kannst nichts anziehen, was nicht deiner Natur entspricht. Und Name bedeutet Natur, hat er gesagt. Das heißt, du musst zu der Natur werden von dem, was du in der Welt erfahren willst. Und das wirst du nur in dem, dass du anfängst, die Natur zu verkörpern. Oder? Wenn du Sänger werden willst, dann musst du anfangen zu singen. Das ist das wäre die Natur von einem Sänger, dass du singst. Wie du damit anfängst und wo auch immer, das ist natürlich ja, haltet einem der Verstand halt wieder zurück, weil ich habe ja keine gute Stimme, was denken die anderen? Und, da lachen doch meine Kollegen und ich selber finde auch, dass ich keine gute Stimme habe. Genau, und dann ist es Glaubenssatz, das ist in deiner Energie. Dann sagt dir dein Kollege plötzlich wieder, du tönst manchmal schon ein bisschen schräg, wenn du am Reden bist und dann hast du die Bestätigung wieder: „Oh Mann, ich kann ja echt nicht singen.“ Würdest du aber anfangen zu singen und dich gut fühlen dabei, dann wirst du hören: „Hey, du hast eine gute Stimme.“ Es tut dich auch wieder, bestätigen. Aber solange wir negativ mit uns reden, kommt das immer wieder und irgendwann sind wir an einem Punkt, wo wir wirklich glauben, es sind alle sind gemein und wir sind das wirklich. Wir tun uns mit unserer Rolle so in dermaßen identifizieren, dass wir das den Anschein macht, dass wir das sind. Aber wenn uns bewusst wird, dass wir die Ursache gesetzt haben und eigentlich nur erntet, dann müssen wir das unterbrechen, bis, sagen wir mal, die Ernte, wo wir die Ursache in der Vergangenheit gesetzt haben, aufhört und anfängt die neue Saat, die wir geben, anfängt ernten. Dann ändert sich's. Aber solange wir immer wieder sagen: „Habe ich's doch gewusst, dass der“ und schon wieder, jetzt habe ich wieder Bestätigung, so knebeln wir uns immer an unseren alten Zustand fest und kommen nie aus dem raus. Oh, da zittert mein Dings. Äh
Meine Stimme hat deine Kopfschmerzen. Das höre ich aber gern. Ich habe eben schau, das ist jetzt auch ich habe früher wirklich meine Stimme gehasst. Ich habe Angst gehabt, das hast du, glaube ich, sicher schon gehört. Ich habe Angst gehabt, meine Stimme zu hören. Ich habe mich geschämt, wenn ich gewusst habe, ich komme auf irgendein Video. Und, mittlerweile kann ich sagen, ich finde es okay. Also, ich mag meine Stimme, ich muss es ja auch hören und so. Ich bin im Einklang mit meiner Stimme und jetzt kommen die Komplimente, oder? Jetzt bin ich auch offen für die Komplimente. Und ja, kann's auch annehmen. Sonst hätte ich mich jetzt da 'ne Beleidigung gefühlt, oder? Selbst wenn ich jetzt, immer noch das Gefühl gehabt, meine Stimme ist, scheußlich und du gesagt hättest, äh, meine Stimme heilt deine Kopfschmerzen, dann hätte ich's auch damit ja klar, die schreckliche Stimme heilt doch sicher nicht. Jetzt kann ich's annehmen, oder? Es ist die Frequenz, wo man ist, die, Überzeugung, wo man lebt, oder? Das heisst, du kannst überzeugt sein, dass du, keine Ahnung, dich nicht schön findest und wenn jemand ein Kompliment macht, dass du schön bist, wirst du raushören. Du wirst eine Rechtfertigung für dich haben, dass der gelogen hat, dass der das ja nur meint, um dich retten um dich schützen, dass das ja gar nicht kann stimmen. Positive Denken und nicht, geht's dir in dem Fall darf ich fragen, bist du in dem Fall grad positiver durchs Leben am Gehen? Bist heiterer Freude? Guten Abend, Rita, schön bist du auch da. Ja, Rita, du hast tatsächlich ganz, ganz viel Liebe. Du strahlst das auch aus. Du hast wirklich auch sehr hochschwingende Energie in dir, aber das habe ich dir schon ein paar Mal gesagt und ich glaube, du kannst es auch annehmen, oder? Du weißt das auch, sonst hättest du jetzt auch eine Beleidigung gehört dabei oder hättest es nicht können annehmen, oder? Und wenn du's nicht kannst annehmen, dann darfst du lernen, auch dir selber das zugestehen, dass das so ist. Weil ich glaube, Menschen sagen nicht einfach irgendetwas, was sie nicht fühlen in der Regel und dann kann man auch hinhören und merken: „Okay, dann ist das vielleicht doch etwas in mir“, aber ich glaube, du hast das auch ganz fest verankert. Okay, keine Freude. Ja, das ist super. Dann weiter aber das ist weißt du, das beruhigt mich schon, wenn ich weiss, dass der Dardane ich weiss immer noch nicht, ob ich's richtig ausspricht, du sagst, wenn ich's falsch mache, Dardane glaube. Das freut mich, dass ich weiss, dass du einmal pro Woche 'ne Stunde lang sicher dass dir gut geht. Das ist schon mal ein guter Anfang. Dardana, Dardana, Dardana. Das ist ja schwierig. Dardana. Ohne E. Ah, das spricht man ohne E aus, nicht Dardane, Dardana. Mit E. Also Dardane, aber langsamer. Dardane. Das ist Es hat nicht lange gedauert. Es ist Nacht. Das ist jetzt hieroglyphisch für mich, das verstehe ich jetzt nicht, welchen Zusammenhang. Genau, ja. Und sonst eben wenn ihr irgendwo 'ne Frage habt, wo ihr, nicht weiterkommt oder das Gefühl habt, da gibt's keinen Ausweg, gerne stellen. Es gibt für alles 'n Ausweg. Man kann sich überall rausdenken, das hat auch der Neville gesagt. Das Schöne ist, wenn du weißt, dass du dich überall rausdenken kannst, dann ist nichts unmöglich, oder? Das heisst, du kannst dich auch überall drin hineindenken und das ist ja auch am Neville seine Lehre, „Feeling is the secret, living in the end“, dass du wirklich an die Endvorstellung von deinem Wunsch gehst, dass du dich fragst: „Wie geht's mir, wenn ich bereits die Person bin, die ich sein will?“
Und was macht die Person, die ich sein will? Wie redet die Person, die ich sein will? Was macht die Person nicht, die ich sein will? So, dass es allmählich zu deiner Natur wird, bis die 3D-Realität nicht anders kann, als dass sie sich muss fügen deiner Annahme. Sie muss sich deiner Annahme fügen. Das heisst, wenn du davon überzeugt bist, dass du, liebenswert bist, dann wirst du in deiner Welt immer wieder Bestätigung bekommen, dass du liebenswert bist. Du wirst, mit dir wird lieb umgegangen und so. Und so kann man sich wirklich fragen: „Wie will ich mich fühlen, wenn ich bereits an meinem Ziel bin?“ Und das anlegen wie 'n Kleid, immer dabei haben, versuchen nicht auf Sachen eingehen, die nichts mehr mit dieser Realität zu tun haben. Also, wenn du jetzt zum Beispiel möchtest 'n erfolgreicher Sänger sein oder dich fühlst als ein erfolgreicher Sänger, dann darfst du nicht mehr denken, dass du keine gute Stimme hast, weil ein erfolgreicher Sänger, der ist in seine Stimme verliebt. Das ist sein Hauptinstrument. Der zweifelt nicht an seiner Stimme. Und so muss man Zweifel loslassen und nicht mehr füttern mit Energie. Nicht mehr füttern mit Energie, dass es wieder in deiner Welt weiterhin haften bleibt, sondern dein neue Ich füttern mit deinen Gefühlen, mit deinen neuen Gedanken, mit deinen neuen Ideen anfangen, Schritt machen in die Richtung, wirklich, dass es in die Richtung geht. Sonst wirst du immer wirst ständig an deiner jetzigen Lage gefesselt sein, wenn du nichts änderst. Das ist einfach nur mal so. Du kannst dich schon mal gut fühlen, wieder mal schlecht fühlen, aber jedes Mal, wenn du dich wieder schlecht fühlst, hast du das Gefühl, das Leben schuldet dir irgendetwas. Wenn du gut fühlst, dann ist es meistens von kurzen Dingen und, man findet sich dann oft eigentlich immer wieder in den Negativen. Die ist anscheinend viel mächtiger, oder? Man erzählt den Kollegen auch immer nur, was einem schlecht gegangen ist, nicht was einem gut gegangen ist. Auch da umpolen, erzählen: „Warum geht's dir gut?“ Erzähl Sachen, wie du dich in der Zukunft fühlen willst. Wenn du weißt, du bist in der Zukunft glücklich, dann musst du heute schon erzählen deinen Kollegen, dass du glücklich bist. Auch wenn's grad nicht stimmt. Auch wenn's grad nicht stimmt. Einfach nicht auf den alten Film eingehen, weil auch wenn die am Anfang vielleicht mit das Gefühl hast, du belügst dich, wenn du denen wieder erzählst, dass dir schlecht geht, dass du 'n armer Siech bist, weil du das wieder nicht hast, bist du wieder in den alten Gefühlen und du knebelst dich weiterhin an den Zustand. Du gehst wieder in die Abwärtsspirale. Deine Kollegen sehen dich als der arme Siech. Irgendwann kommen sie auf dich zu und fragen: „Und, hast du schon wieder 'n scheiß Tag gehabt?“ Aber wenn du anfängst zu erzählen, du bist glücklich, du hast eigentlich nur gute Tage, dann fragen sie: „Und, was hast du wieder Spannendes erlebt?“ Oder es ist wirklich so, wie du durchs Leben gehst, das erlebst du. Wenn du einmal wenn du einmal irgendwie etwas wenn die Leute dich einmal abgespeichert haben als etwas, und das ist schon oftmals noch einmal, wenn sie dich einmal gesehen haben, das Coca-Cola trinken, dann fragen sie sich das nächste Mal: „Willst du jetzt Coca-Cola?“ Oder? Das heisst, du wirst schon in Versuchung gebracht. Das heisst, wenn dein Ziel ist, nicht mehr rauchen, dann darfst du nicht unter Leuten mal ab und zu rauchen, weil sie fragen dich wieder, du wirst immer triggert. Das heisst, du musst dort „Nein“ sagen. Du musst das wirklich versuchen halt nicht noch anderen Leuten zeigen, was für nicht nur deine alte Realität den anderen Leuten weitergeben, sondern wirklich die neue Realität, wo du weißt, dann bin ich so, denen anfangen das zu erzählen: „Ich bin ein Glückspilz, bei mir geht alles mein Business läuft grad besser wie noch nie“, oder egal in welche Richtung, oder? Nicht das Alte bestätigen, nicht die 3D-Welt bestätigen, die ist träge und die scheinen nach. Alles, was du im Aussen erlebst, ist ein Schatten von deiner Vergangenheit. Alles, was du in der Vergangenheit gedacht hast, erlebst du dann, wenn die Zeit ist zum Ernten. Das heisst, jeder Gedanke ist deine Saat und alles, was du erlebst, ist deine Ernte. Du darfst nicht bestätigen, du darfst die 3D-Welt nicht bestätigen, weil du siehst in dem Moment du siehst den Gedanken erneut und dann erlebst du es wieder, oder? Ignorieren. Am Anfang ist das vielleicht ein bisschen schwierig, weil man das Gefühl hat, man belügt sich und, belügt andere. Aber du musst ihnen nicht sagen: „Mir geht's bestens“, sondern du kannst auch, wenn sich das falsch anfühlt, dann kannst du auch sagen: „Ja, mir geht's, jeden Tag besser.“ Oder dass es auch verankert ist, als es etwas ist, wo aufwärts geht. Nicht, es ist schon wieder hast wieder die gleiche Scheiße erlebt. Oder: „Oh, nicht schon wieder bin ich im Stau“, sondern, „Heute ist es besser heute habe ich ja weniger Stau gehabt wie gestern.“ Oder: „Heute ist es sehr angenehm gewesen im Stau. Ich habe gemerkt, ich konnte, 20 Minuten länger Hörbuch hören, statt mich 20 Minuten nerven.“ Oder die Energie shiften. Wirklich die Energie shiften, dass deine Frequenz, die ausstrahlt, nur das drin hat, was sich mit dem Ziel vereinbart. Dann ziehst du auch dein Ziel an. Und ab dem Moment, wo du zurückschaust und auf eine alte Frequenz oder auf ein altes Bild von dir schaust, dann bist du wieder in dem Gefühl, du bist automatisch wieder in dem gekränkten Gefühl drin. Und ich habe zum Beispiel auch aufgehört zu erzählen, wenn es mir nicht schlecht geht, weil oftmals habe auch gemerkt da ist es wahrscheinlich mein Ego, wo dann auch wieder das Drama sucht, oder? Habe ich dann auch gemerkt wenn ich, ja
wenn ich will, dass mich oder nein, wie soll ich sagen, wenn ich gefragt werde, wie's mir geht und es mir schlecht geht und ich dann gesagt habe: „Ja, es geht mir schlecht“, dann wird auch weitergefragt. Dann wird weitergefragt. Ich habe gemerkt gehabt, das Fragen, wie's mir dann geht, ist der Startschuss, dass ich mich in meine Opferrolle verkriechen kann und in 'ne Frequenz verkriechen, wo ich nicht mehr will. Darum habe ich jetzt auch wo ich nicht sein will. Darum habe ich jetzt auch aufgehört, gar nicht mehr, davon zu erzählen, oder? Und ich habe jetzt auch zum Beispiel der Zora gesagt gehabt, über was für Themen ich gar nicht mehr gefragt werden von ihr. Nicht, weil ich's nicht will, dass sie sich nicht interessiert, sondern einfach, weil ich nicht mehr möchte erinnert werden an gewisse Zustände. Weil, wenn ich mich wieder drin verfange und das alte Gefühl wieder durchlebe, dann grabe ich den Zustand wieder aus und er ist in meiner Welt wieder, real. Aber der Zustand verliert an Kraft, wenn du ihm keine Aufmerksamkeit mehr schenkst. Er verwelkt wie 'ne Rose, die kein Wasser mehr bekommt, sie verwelkt einfach irgendwann, oder? Und so sind unsere Zustände auch. Unsere Sachen verwelken, wenn wir nicht mehr die ganze Zeit die Aufmerksamkeit drauf lenken. Aber wir leben halt einfach irgendwie in einer Gesellschaft, wo man nur über Schlechte redet, wo man am Morgen schon aufsteht und also bei uns jetzt zumindest, in unseren Breitengraden, wo man erzählt, was alles Schlechtes im Fernsehen gelaufen ist, welcher Wichser da draussen wieder irgendwie in der Politik nicht richtig die Sachen macht, anstatt sich einfach einmal mit sich selbst auseinanderzusetzen. Schieben wir die Schuld immer ab, oder? Alle anderen sind schuld, dass ich jetzt in dieser Lage bin und so. Und das wird einem nie weiterbringen. Das heisst, wir knebeln uns energetisch genau an den Punkt an, dass immer die anderen schuld werden sein. Wir werden immer einen Grund finden, dass die anderen schuld sind. Selbst wenn sie es gut machen. Selbst wenn sie dann plötzlich etwas gut machen, finden wir einen Grund, warum das gleich nicht gut ist. Weil irgendwie können, ja, sind wir dann verdammt, auf dem hocken zu bleiben. Darum, ich glaube, das, wo Jesus gesagt hat: „Hebt die andere Wange hin“, ist sehr weise, weil es sagt im Grunde sagt nicht: „Lass dich noch mal schlagen“, sondern reagiere nicht auf die Welt, reagiere nicht, was draussen ist. Geh in dich rein, du bist die einzige Instanz, die deine Welt verändern kann. Und wenn du deine Welt veränderst und dir in ein besseres Leben verhilfst, verhilfst du anderen auch in ein besseres Leben. Weil wenn dein Ziel ist, keine Ahnung, oder wenn du plötzlich, keine Ahnung, Unmengen viel Geld hast, kannst du vieles in die Welt rufen, wo auch Gutes bewirkt. Aber wenn man nur Opfer bleibt von oder nur sagt, die anderen sind schuld, ja, wegen der Politik kann ich das nicht oder weil der Krieg grad ist, lohnt sich's eh nicht, mein Business anfangen. Das heißt, wir schieben eigentlich alles ab, weil wir eigentlich selber wahrscheinlich auch zu faul sind, um mal etwas zu verändern, haben wir einen guten Grund, um in unserer alten Komfortzone zu bleiben, was nicht verkehrt ist. Das ist keine Verurteilung. Aber der Mensch ist sich so bequem da drin und es ist halt auch mit dem Finger auf andere zeigen, ist gut, weil man ist dann selber ja gut, wie man ist und es gibt dann auch keinen Ansporn, um sich zu ändern. Weil wenn ja alle anderen schlecht sind und ich es am besten mache, dann habe ich auch keinen Grund, um mich zu verändern, oder? Aber wenn man mal würde einfach zu sich schauen und merken: „Ah, ich reagiere da so, ich könnte da anders reagieren.“ Oh, anstatt nur die ganze Zeit, reden, könnte ich meinen Beitrag beileisten, oder anstatt nur anderen sagen, sie machen die Sache falsch, mal schauen, wo könnte ich einen besseren Beitrag leisten, wo kann ich helfen? Oder? Und ja. Mhm. Ja, positiv bleiben, ganz wichtig. Positiv bleiben, ganz wichtig. Ja, merke ich auch immer mehr. Und jetzt habe ich heute grad gelesen, das hat mein Bild auch noch mal 'n bisschen geändert, weil ich habe dann auch gedacht, wenn's mir mal nicht gut geht, soll ich mich versuchen, wieder rüberzuschiften, was auch oft jetzt mittlerweile geht, weil jetzt auch durch die hermetischen 7 Prinzipien habe ich verstanden, dass eigentlich jeder Pendelschlag, wenn er ausschlägt, also wenn's nach Eben kommt Flut, nach Glück kommt Trauer, nach Freude kommt, ja, vielleicht Trauer kommt vielleicht da, aber eben, dass das immer so hin und her schlägt. Und dass man sich eigentlich kann, wenn man auf der einen Seite ist, wo man nicht will, auf die andere Seite polarisieren. Das heisst, wenn man unglücklich ist, kann man sich wieder auf das Glück polarisieren, weil es eigentlich die gleiche Skala ist. Unglück und Glück ist eigentlich die gleiche Skala, einfach auf einer anderen Seite. Wie heiß und kalt. Eine Skala, wo man einfach anders messen. Und jetzt habe ich heute gelesen im Buch, dass es auch einfach kann sein, dass wenn es dir nicht gut geht, anstatt irgendwie das Problem lösen oder krampfhaft versuchen, irgendwas machen, wenn man merkt, es geht grad nicht, sich den Tag Ruhe gönnen. Aufhören, versuchen, die Lösung zu finden, aus dem austreten. Vielleicht ist es einfach nur der heutige Tag, vielleicht stehen die Sterne grad wirklich nicht gut, wie auch immer. Und am nächsten Tag oder sich, Ruhe gönnen, in die Stille gehen, nicht alles zerdenken und am nächsten Tag mal noch mal mit neuer Energie angehen. Und den habe ich jetzt auch mal das erste Mal so für mich gehört, dass ich mir einfach in dem Moment, wo ich merke, ich mag ihn nicht, anstatt nach Lösungen suchen, auch einfach mal sagen: „Du, es darf jetzt morgen sein.“ Oder: „Heute gebe ich mir Ruhe, gehe ich vielleicht 'ne Stunde früher ins Bett“, oder versuche jetzt einfach wirklich nur,
da liegen und mal ja, wie auch immer. Und ja, das, ist jetzt auch etwas 'ne neue Erkenntnis, die ich heute habe, dass wenn's einmal nicht geht, immer positiv zu sein, dass man auch mal kann sagen: „Hey, schau, es geht mir aktuell schlecht.“ Und wenn man ja mittlerweile weiss, eben durch die Gesetze, wenn man sich mit dem auseinandersetzt, dass nach eben Flut kommt, weiss man, man ist nicht an seinen aktuellen Zustand gefesselt, weil man kann auch wieder sich überpolarisieren. Das ist auch eins von diesen hermetischen Gesetzen, oder? Hm, wie meinst du, ist das 'ne Momentaufnahme? Da komme ich jetzt nicht raus. Also, ich bin live, aber ich bin, wahrscheinlich, je nachdem, wie's ab und zu hängt, 5 bis 10 Sekunden verzögert, würde ich sagen. Also, das, was ich erzähle, hörst du etwa 5 Sekunden später, würde ich behaupten. Genau. Ja, sich und andere nie selber verurteilen, das ist wirklich sehr, sehr wichtig und das ist leider auch etwas, wo man, wenn man sich selber nicht verurteilt, auch gerne mal von anderen Menschen gehört bekommt, weil wie kann das sein, dass wenn du Scheiße gebaut hast, dass du dir selber nicht Reue auflastest oder dass du selber, dir, nicht für irgendwie jetzt mindestens 3 Stunden oder 3 Tage böse dafür bist. Oder das ist auch so etwas, oder? Der Mensch hat so für jeden Delikt hat er so eine Art von, Buße, wo der Gegenüber muss tun. Ja, hat er jetzt nur 'ne Bank nein, sagen wir, hätte nur 'n Schleckstängeli geklaut, dann, ja, ist es meistens schon mit einer Entschuldigung gut. Hat er jetzt aber irgendjemand zusammengeschlagen, dann muss er sich vielleicht noch länger rechtfertigen oder muss länger leiden in den Augen von anderen. Oder hat er jetzt jemanden umgebracht, dem wird gar nicht mehr verzeiht. Äh, genau, oder und so weiter und so fort. Das heisst, der Mensch erschafft eigentlich immer so 'ne Rechtfertigung, wie lange einer eigentlich muss gepeinigt werden. Und wenn dann zum Beispiel jetzt sagen wir, ein Mörder, das ist jetzt als Beispiel, ein Mörder hat 'ne Tat begangen, wird das nicht gut anerkannt, hat seine Strafe abgesessen, verzeiht sich selber, hat gemerkt, er hat Scheiße gebaut, verzeiht sich, lebt weiter. Da gibt's viele Menschen, die das nicht nachvollziehen können, die mir sagen: „Ja, wie kann der das nur? Wie kann der das nur? Was fällt dem ein?“ Und da ist das Interessante, dass ja dann eigentlich die Menschen, die dann so denken, ja eigentlich die sind, wo die Tat, wo er begeht, ja jetzt, begangen hat, ja weiterführen im Bewusstsein. Das heisst, sie machen jetzt eigentlich nichts anderes. Sie hanken ihn jetzt irgendwie ans Kreuz, der muss jetzt weiter seine Buße tun. Aber darum ist es eigentlich umso wichtiger, verzeihen. Verzeihen. Man muss die Sache ja nicht gutheissen. Man muss ja nicht sagen, verzeihen heisst nicht, du tust es gutheissen, dass jetzt alle, gehen wahllos morden, sondern du tust einfach den Menschen nicht an etwas annageln. Du tust dich selber nicht mit etwasem beunreinigen, wo in deinem Energiefeld ist, wo du nachher wieder in deinem Leben bekommst, wo dir Energie zieht. Das heisst, du lässt die Sache einfach als solches sein und lebst dein Leben. Wegen dem heisst nicht, du musst jetzt alles ignorieren und einfach, keine Ahnung, kannst ein Arschloch sein, das will ich damit nicht sagen. Sondern einfach, dass man sie immer, ich glaube, es gibt jeder in seinem Moment das Beste. Und wenn man das auch mal so 'n bisschen auf der Zunge zergehen lässt, dann gilt es auch nicht, jemanden zu verurteilen. Und dann gilt es auch, sich selber, zu sagen: „Hey, ich habe in jedem Moment mein Bestes da.“ Also, auch das, was ich damals gemacht habe, wo mir schon wehtut, dass ich vielleicht den Menschen so verletzt habe und das tut mir jetzt noch leid. Aber ja, du hast ja jetzt das gemerkt, es tut dir leid. Du machst es nicht mehr so, du hast dazugelernt, also dann darfst du doch dir auch das einfach verzeihen, oder? Du darfst doch auch das hinter dir lassen, anstatt wie 'n Rucksack mitschleichen und immer wieder, an das erinnert werden, was für 'n schlechter Mensch du bist. Ja, das sehe ich sehe ich da ein bisschen so, oder? Dass man wirklich verzeihen, egal was, so wirklich egal was, weil ich glaube, wir haben auch Krieg, weil wir einander nicht verzeihen können, weil wir Moralvorstellungen haben, weil wir Gut und Böse haben und weil man das Gefühl hat, jemand nimmt uns die Sachen weg, oder, wie auch immer, oder weil wir das Gefühl haben, wenn wir die nicht kaputt machen, dann machen sie uns kaputt. Aber im Grunde ist es einfach, ich glaube, würde jeder Mensch einfach nur verzeihen und bei sich sein und einfach versuchen, den anderen einfach mal zuhören, auch wenn er gleicher Meinung ist, dann hätten wir Frieden auf der Welt und würden einen Weg finden, oder, anstatt uns im Gefühl halt zerstören. Oder wenn wir das jetzt energetisch anschauen, wenn man das Gefühl hat, man muss zerstören und das auch in seinem Energiefeld hat, dann zieht man das immer wieder an. Das heisst, man hat das Gefühl, dass wenn jemand, schon nur die Hand hebt, das ist jetzt gegen mich.
oder muss der andere halt irgendwann vernichten, weil man halt einfach keine andere Lösung sieht, oder? Und darum glaube ich schon, wie ich am Anfang gesagt habe, man kann sein Energiefeld halt reinigen, indem dass man halt auch Substanzen weglässt, Drogen weglässt, ja, eben je nachdem einfach Sachen weglässt, wo einem ablenkt, wo so, dass man bei der Sache kann sein, oder? Dass man quasi eine reine Energie von Natur aus in sich trägt. Das wünsche ich dir auch. Auch ganz 'ne gute Nacht. Schön bist du wieder da gewesen und, bis zum nächsten Mal. Träume auch was Schönes, gell? Danke vielmals. Tardane. Langsamer aussprechen. Das haben wir noch nicht verstanden. Aber ja, es wird schon stimmen. Ja, und das Interessante ja, wir sind für uns selber verantwortlich und das Interessante ist, wenn man sich selber wertschätzt und das auch durchs Leben tragen, dann hat man auch in seinem Feld Wertschätzung und es kommt auch zurück und man gibt's auch anderen, oder? Und das habe ich jetzt eben in dem Buch mega dürfen rauslesen, dass die Schamanen, die in diesem Buch sind, ich weiss nicht, ob du es vorher gehört hast, dass die rein mit ihrer Anwesenheit in dem Sinn heilen. Und das kann ich nur in Verbindung setzen eben mit dem Energiefeld. Das heisst, wenn du nur heerenswerte Gedanken pflegst, das heisst, wenn du keine Unreinheit im anderen Mensch siehst und wirklich davon ausgehst, dass jeder gut ist, dann hast du in deinem Energiefeld eigentlich keine Angriffsfläche gegenüber anderen Menschen. Das heisst, sie können sich dir öffnen, wenn sie im Gespräch mit dir sind, weil sie fühlen, dass du sie nicht verurteilst. Sie fühlen, dass du nicht, ähm, sie jetzt irgendwie in 'ne Ecke steckst und so können sie auch mal etwas ansprechen und auch einmal Anerkennung oder wie soll ich sagen, nicht Anerkennung, sondern einfach mal Verständnis bekommen, oder? Wieso soll jemand über seine Probleme erzählen, wenn sie eh nicht anerkannt sind, oder? Oder das ist halt, wenn's ja eh von den meisten dann gar nicht erst angeschaut wird. Und das Schöne ist halt auch, das habe ich jetzt heute so für mich dürfen lernen, dass ich ja schon auch merke, dass schon rein meine Anwesenheit eben genau das macht bei Menschen. Es löst Blockaden, schon rein nur die Anwesenheit, oder? Sie fühlen sich in meiner Gegenwart wohl, besser und da schaffe ich jetzt auch dran, effektiv dran, weil ich auch das immer mehr verstehe, dass das geht und lustigerweise das jetzt verstehen, nachdem ich angefangen habe, eben Substanzen wegzulassen, die meiner Meinung nach halt gleich in meinem Energiefeld sind, wo ja jetzt nicht mehr sind. Das heisst, ich trete jetzt eigentlich mit einer reinen nüchternen, kleinen, Energie gegenüber anderen oder in anderen ihre Energiefelder. Das heisst, ja, und das finde ich grad 'n sehr schönen Gedanken, wo mir selber auch noch mehr Freude gibt, oder wirklich auch schauen, wo mir auch Ansporn gibt, so: „Hey, schau, das mache ich gut und nicht, ich muss jetzt ab und zu mal etwas nehmen, wo ich eigentlich gar nicht will, weil ich mir ja mal gönnen sollte, sondern eben ich gönne mir nicht, ich tue mir damit eigentlich schlecht. Wie ich mich kenne, tue mir schlecht mit ab und zu. Mag bei anderen anders sein, bei mir jetzt so aktuell nicht, weil es artet wirklich immer aus dann. Darum ist für mich jetzt eben zum Beispiel null Zucker viel einfacher wie ab und zu mal ein bisschen Zucker, weil ich habe dann wieder Blut geleckt. Bei anderen mag das sein, dass es ab und zu geht. Genau, und da finde ich halt auch sehr schön, dass ich ja also, es gibt mir auch Kraft da und Freude, dass ich dranbleibe, weil ich weiss oder für mich so verstehen und fühlen, ey, dass ich da einfach und ich bin ja in dem Sinn auch 'n Schaman, oder? Es ist das Lustige, dass er auch wenn ich Bilder oder so mal ChatGPT gegeben habe, von mir hat er gemeint, ich sei 'n Indianer, oder? Und, ich fühle mich schon auch 'n bisschen zu dem Ganzen hingezogen. Ich habe auch 'n Gelstich, Orangestich in der Haut so, nicht braun, sondern eher so orangelich. Und ja, und jetzt komme ich eigentlich mit einem Bogen wieder zu dem Ganzen und ja. Und es ist auch ein tiefer Wunsch in mir, dass ich irgendetwas möchte in die Welt mitgeben, dieser Welt zurückgeben, so. Etwas, wo bleibt und nicht etwas, wo man sich noch daran erinnert. Und da bin ich auf dem besten Weg, weil das ist mein Wunsch, das ist mein Ziel. Und mittlerweile merke ich halt immer mehr, ich kann vieles im Stillen machen. Ich kann meine Energie man weiss schon lange, dass es Gedanken Übertragung gibt, oder? Und so und
Ich glaube, Reiki macht das auch so, da müsste ich mir noch 'n bisschen mehr einlesen, dass sie sich eigentlich auf 'ne Ebene begeben, zum Beispiel wie dass du eigentlich Living in the End für den Patient. Der Neville sagt auch, du kannst eigentlich mit deinen Gedanken andere in deine Gleichung holen und ihnen dann so wie du dich jetzt fühlst in ihrer Gegenwart oder wie sie sich fühlen, wie du sie bildlich vorstellst oder willst haben, tust du ihr Schicksal in dem Sinn neu schreiben. Und ich glaube, Reiki macht etwas Ähnliches, in dass sie, Energie in dem, zusenden. Aber da lehne ich mich grad zu weit raus, da muss ich mich mal noch reinlesen. Finde es auf jeden Fall spannend, dass ich eben das jetzt gefunden habe. Alles zu seiner Zeit und mich jetzt auch wirklich damit kann identifizieren mit dem Ganzen. Und es hat auch Übungen drin. Es hat auch wirklich Übungen drin. Und bis jetzt habe ich Bücher gelesen, Übungen nicht gemacht, weil's zu anstrengend war. Mittlerweile habe ich selber und ich sage das auch immer wieder. Man kann 100 Bücher lesen, weil ich habe es selber erfahren. Man kann 100 Bücher lesen, man versteht das Zeug halt dann noch nicht. Man muss es anwenden, dass es eine Erfahrung gibt. Wenn es eine Erfahrung gibt, glaubt man öfters dran. Wenn man öfters dran glaubt, wird es ein Glaubenssatz. Wenn es ein Glaubenssatz ist, musst du nichts mehr machen. Dein Leben sortiert sich von allein. Ab dem Moment, wo du etwas verankert hast und als wahr empfindest, sortiert sich dein Leben, du wirst es immer wieder erfahren. Unsere Glaubenssätze sind selbsterfüllende Prophezeiungen und deshalb ist es so wichtig, anfangen Erfahrungen machen, dass man sich einfach gut fühlen, dass man merkt, das ist wird zu meiner Natur und wenn es deine Natur ist, dann bist du Selbstläufer. Ja, ja, mit Gedanken in Zukunft mache ich es besser, ja. Eben sich selber wirklich nicht schlecht machen. Ich merke es immer wieder, wie Menschen sich nicht verzeihen können, weil sie irgendwann mal irgendetwas irgendeinem gesagt haben und sich immer noch schlecht fühlen. Und ja, es ist halt einfach 'ne Altlast, wo man loslassen, wo man wirklich mit gutem Gewissen loslassen, wo nicht egoistisch ist, das loszulassen, weil du hast zu jeder Zeit, zu jeder Situation immer dein Beste gegeben und das wirst du auch immer machen. Du hast es damals einfach nicht besser gewusst, jetzt weisst du es besser, darum knebele dich nicht an das Alte an, gib dir 'ne zweite Chance, auch eine dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, weil wir machen nun mal Fehler, immer in unserem aktuellen Zustand kommen wir an Sachen an, wo man hätte können, wenn wir weiter wären, besser machen. Aber wir sind halt nun mal immer an dem Moment, wo wir sind und machen im Jetzt unsere Fehler, wo wir dürfen daraus lernen. Darum müssen wir uns nicht an die Vergangenheit binden, dass man im Jetzt nicht weiterkommt. Und da ja, Energiefeld kann riesig sein, ja. Ich warte nur auf den Moment, wo ich das auch wahrnehmen darf, wo ich das wirklich auch anfange zu sehen, die Energiefelder. Auf das freue ich mich. Ich bin ein Herzensmensch. Danke vielmals. Ja, da glaube ich schon. Da glaube ich auch. Das weiß ich eigentlich auch. Ja, heute habe ich auch lustige Metapher. Ah nein, da wollte ich lieber nicht drüber reden. Sonst knebele ich mich an den alten Zustand. Nicht? Man muss aufhören, wenn es am schönsten ist. Auf den Punkt gebracht. Jetzt weiss ich nicht mehr genau was, aber, ich ahne es halt einfach, was ich gesagt habe. Aber ja, da ja, ja. Das ist schon spannend, schon spannend. Nein, was ich wirklich gelernt habe, ist Beobachter werden. Was ich weitergebe, ist Beobachter werden. Es muss einem bewusst werden, was man so denkt, wie man so reagiert. Schon nur das, tut vieles lösen. Weil wenn man weiss, in was für Situationen wie man reagiert, ist man vorbereitet. Man kann aber auch theoretisch, das jetzt wäre jetzt aber vielleicht dann grade ein bisschen viel aufs Mal, kann man revidieren. Man kann auch in die Gefühle gehen, wie will man in der Zukunft die Situation erleben, die neu die neu energetisieren und dann erlebt man das zum Beispiel dann in dieser Situation reagiert man so, wie man sich das vorgestellt hat und gefühlt hat. Für das bedarf's, ein bisschen Übung, aber ich glaube schon nur, wenn man's einfach beobachten werden von seinen Gedanken und sich nicht identifiziert mit etwasem, nicht gut oder schlecht anhängt, sondern es ist ja so. Klar muss man für sich selber wissen, stimmt für mich und was stimmt für mich nicht. Aber was im Aussen passiert, versuchen nicht als gut oder schlecht, als böse oder gut
oder richtig oder falsch oder ja, einfach nehmen als so, dass es ist und versuchen zu verstehen, was hat mir die oder was kann ich daraus mitnehmen oder anders an die Sachen angehen. Und dann kommt man automatisch lässt man Sachen hinter sich, wo einem nämlich nicht mehr gut tun. Ja, ja, reflektieren ohne Bewertung, genau. Beobachten, als wären's Gedanken beobachten, als wären's Wolken. Reaktionen beobachten, als wären's Wolken, die vorbeiziehen. Oder mit dem Wissen, dass es nur 'ne Momentanaufnahme ist. Oder ich bringe das Beispiel immer gern. Äh, Es sind 10 Leute oder nein, es sind ja weiss nicht, wie viele Leute in einem Waggon, in einem Zugwaggon. Innen drinnen schreit ein Kind. Der Mensch, der gestresst ist, der sieht das Kind würde am liebsten den Hals umdrehen. Eine Mutter, die schlechte Erfahrungen gemacht hat mit dem eigenen Kind, denkt, die Rabenmutter soll mal schauen, dass das Kind, gut wie auch immer der sich gar nicht darauf einlässt, reagiert gar nicht. Einer, der, keine Ahnung, in der Kindheit, schlechte Erfahrungen gemacht hat, ist plötzlich triggert und hat das Gefühl so, er erlebt jetzt grad wieder, was ihm passiert ist. Und so hat jeder sein Richtig. Und die Sache an sich, wenn man's beobachtet, ist einfach: Es ist ein schreiendes Kind. Punkt. Alles andere ist unsere Geschichte, wo wir dazu dichten, was nicht falsch ist. Aber so haben wir halt, für alles, oder? Und darum haben auch zum Teil, wenn Missverständnis ist genau das, weil beide haben aus ihrer Sicht recht, weil sie sehen wahrscheinlich das ja so, sonst würden sie ja nicht auf dem bestehen, wie sie jetzt grad sind. Wir sehen einfach in dem Moment nicht die andere Sicht, weil wir uns mit unserer Sicht identifizieren und es nicht einfach als solches nehmen, oder? Ja, aber ich glaube, für heute mache ich Feierabend. Schön, Rita, bist auch noch vorbeigekommen, hat mich sehr gefreut. Immer schön, wenn bekannte Gesichter kommen. Das freut mich natürlich immer. Und auch, wenn neue Gesichter kommen. An dieser Stelle wollte ich noch mal sagen, es geht meine Idee oder die Idee von dem ganzen Live ist, dass ich da bin für Fragen, wo ich von aussen draufblicken kann, weil man kann eigentlich aus allem sich herausdenken. Und oftmals sieht man einfach nicht die Lösung nicht aus der Sicht, wo sie entstanden ist. Das heisst, wenn man die ganze Zeit das Zeug analysiert, hat man vielleicht mit dem eigenen Blick geht das nicht. Und da kann ich von außen und auch wirklich mittlerweile, muss ich sagen, mit ganz vielen verschiedenen Lehren, vom Neville Goddard, vom Joe Dispenza und so weiter und so fort, auch meine eigene Erfahrung, die ich wirklich mitgeben kann, weil das Schöne ist, wenn man eigene Erfahrung macht, man kann sie teilen, weil man ist überzeugt, oder? Ich kann jetzt nicht wie ich's immer vorher so schön gesagt habe, ich habe jetzt auch neue Glaubenssätze, wo ich am Vertiefen bin. Ich glaube an das, wo ich erzähle, weil ich erlebe es auch selber. Es ist nicht einfach nur leere Luft, wo ich weiss, dass es könnte sein, sondern ich erfahre es selber. Und das ist das Schöne, oder? Wenn du auch weißt, dann weisst du auch auf Punkte, dass andere Menschen vielleicht sind und wie du dir in dem Moment könntest, helfen oder den Weg leuchten, dass es vielleicht einfach nur momentan so aussieht und wie auch immer. Und eben vor allem mit diesen Lehren, dass man weiss, man hat eigentlich alles selber in der Hand. Das ist so viel Gold wert und das möchte ich und werde ich in die Welt weitergeben, so wie das der Neville Goddard gemacht hat, so wie das mittlerweile schon ganz viele machen. Weil ich glaube, das ist ein Wissen, wo einfach unter die Menschen muss, weil das kann meiner Meinung nach wirklich auch Frieden auf die Erde bringen. Nicht vorgegaukelter Frieden, sondern Frieden, weil der Mensch lernt nur wenn der Mensch in Frieden mit sich selber ist, hat er Frieden auf der Erde, wie innen so außen. Und solange wir nicht wissen, wie wir in Frieden kommen mit uns selber, ist es, glaube ich, schwer, Frieden zu haben. Und das Ganze, vor allem mit dem Neville Goddard, das Gesetz der Annahme, ist, finde ich, ein extremer Schatz, weil man weiß einfach, man ist selber verantwortlich für seine Realität. Und wenn man sich nicht mehr auf das ganze Schauspiel, das da aussen fokussiert, sondern in seinem reinen Geist innen weiss, es kommt alles gut und es wird alles gut und ich lebe jetzt mein Leben und es kann mich niemand mehr davon abhalten, dann wird sich sehr schnell sehr viel ändern auf dieser Welt. Der Mensch wird bewusster, der Konsum wird komplett anders. Es wird andere Lebensmittel in den Gestell geben. Es wird weniger Lebensmittel, je nachdem, in den Gestell geben. Ich denke auch, es wird sehr schnell das ein oder andere Lebensmittel in den Gestell nicht mehr geben. Weiter wollte ich da nicht drauf eingehen. Ähm,
und es wird sich halt einfach, ja, generell viel ändern. Und einfach in dem, dass man weiss, man hat es selber in der Hand. Der Mensch hat das Gefühl, er ist Opfer von den Umständen. Das ist er nicht. Er ist Ursache und die Lösung von den Umständen. Er ist selber die Ursache und somit auch selber die Lösung. Und das ist das Geniale und das will ich da auf dem Kanal weitergeben und auch in den Lives, wo ich eben dafür da bin, dass ihr mit euren Themen kommen könnt, dass ihr realisiert, ihr seid die Ursache, aber auch die Lösung. In dem Sinn wünsche ich ganz einen schönen Abend allen zusammen und bis zum nächsten Sonntag, 7:30, bin ich wieder da. Ich könnt natürlich auch vorgängig Themen einreichen, wenn ihr wollt. Gehe ich auch da kann ich natürlich sehr gerne drauf eingehen. Für mich ist es natürlich viel einfacher, wenn ich auf etwas eingehen kann, wie dass ich das selber muss erzählen. Und es ist natürlich auch für alle anderen sehr spannend. Vor allem ab dem Moment, wo wir auch wirklich mehr Menschen sind in dem Live, ist es auch sehr spannend, dass, wenn ich hier auf etwas eingehen kann, dass alle lernen. Es ist ja nicht so, dass ich nur für jemanden rede, sondern ich rede in dem Moment für alle. Wir sind alle miteinander verbunden, wir haben alle ähnliche Themen und somit rede ich nicht für einzelne Menschen, sondern für alle. Und das ist auch das, was ich in dem Format sehe, dass ich nicht spezifisch für jemanden da bin, sondern eigentlich kollektiv und das gibt mir auch ein sehr schönes Gefühl. Und da will ich weitermachen und werde ich weitermachen. Darum in dem Sinn, schönen Abend, jetzt bin ich ruhig. Das Outro geht auch ein bisschen länger. Ich wünsche eine gute Nacht, einen guten Wochenstart und bleibt positiv. Bis dann, tschüss. Ciao Rita, danke vielmals.